gestern passiert ein großes Wunder. Vor Monaten wird es nicht so gewesen, dass die Düsternis den einem überhand. Immer mehr Düsternis. Die Deel werden immer länger. Oder die Nachten, soll ich sagen. Die Deel werden kälter. Aber gestern hielt es ab. Wat je beziet, Jesus zien komen, als tot het grootste Wunder voor Weihnachten. En zo in de nächste paar Dagen war het aanvang dat die Dagen die worden länger. Meer zonneschijn, ik was moutje zijn. En je was moutje zijn. Wat een goede tijd zijn, en niet een jaar. Ik wil je een geschichte vertellen, bloos voor de mannen. Je vroeger een koffie gaan holen. Voor je mannen? No, just kidding. Dit is bloos voor de mannen. Er was een man, hij heet Bob. En hij had een anniversary vergeten. En dan zag zijn vrouw zei ontevreden over hem, en zij zegt hem dat morgens, dan zal hier een geschenk op de driveway staan, wat er van 0 tot 200 wiest in 6 Sekunden. En du merkst schon, dat het hier wat zijn. Nächsten Tag fährt Bob naar de Arbeit. Seine Frau steht lauter op en checkt im Fenster uit en je nevig steht da ein Geschenk auf dem Driveway angeparkt. Das ist nicht, was sie hat gemeint, aber sie ran dort anholen und sagen, was die Menschen sich nur auf gedacht. Und sie rettet das open und hat eine ganz neue Wegschuld gegeben. Und so sie haben Bob niemals mehr gesehen von da an. Aber das ist bloß eine Warning für jeden Mann. Wenn du hast eine Wegschuld gekauft, du hast noch Zeit in der Amtischen. Und so wie wollen die hier nächstes Jahr nach Hause sein. So wir reden von Leib. Leib in der Eiche, nicht? Like Leib in der Eiche, das sind interessante Dinge. Wir rieten uns an den Haaren, wir leiben uns und scheiden wegschulen. Allerhand Dinge. Aber Leib, weil je Leib ist dort ganz übergebrückte Wort in engelischen Sprache. Wir leben Gott in Menschen, in Huhn, in Hotdogs, in Katzen. Und dort fashion alles. And so we love everything. So da wird was dort gebraucht. Und ich will einen Vers lesen, ich will Luther in der Botschaft zurückkommen, das ist Vers, aber das sagst du steht in Johannes 13, 34. Ich gebe jemand ein neues Gebot, je sollen jemand untereinander leben, Christus ich jemand gelebt habe. So soll jemand auch untereinander leben. Und nu wil ik je wat zeggen van dit vers en zal je een beetje horchen. Dit vers, der is onuitleefbaar voor mensen. Verstehst du, was ich sage? Du bist nicht fähig, das Vers zu kommen. Und weet je, Gott gibt uns viele so Dinge. Aber ich will lauter zurückkommen nach das Vers, ich will dir noch erklären, aber ich will han, je soll nicht verstehen werden. Wenn du das nicht verstehen kannst, dass du das Vers nicht kannst utleben, dann kannst du nicht mal seilig sein. Because wenn ich glaube, dass ich mich selber anstrengen, ich war der rechte Kleidie haben, der rechte Bord und der rechte Horn, ich war alles gerecht haben, dann wo ich das Leben habe, dann bist du auf einer Stelle, wo du nicht Jesus kennst. Gott seine Erlösung ist ein Geschenk, Lied. Gott seine Leben ist ein Geschenk in uns Leben. Und so wie wollen Luther betrekken naar dit. Ik wil van jou Feuer wieder. De griechische Sprache hat Feuer wieder für Leib. Und weet je, wenn wir die Schrift lesen, dann wir lesen bloß einmal Leib, nicht? Dass Gott Leib der Welt zu sein. Aber wann wird Wort durchgebracht? Da müssen wir uns lernen, oder da müssen wir dann ein bisschen studieren und sagen, wenn die Bibel, die braucht das wieder Leib, aber das sind griechische Wörter. Aber ich will dir von dir mit von dieser Wörter reden. Und was für eine Sorte Leib dort ist. Und weißt du, wenn wir dann ist, dort Paket ganz taub stellen, dann können wir ein Leib leben. Das erste ist Eros. Oder Eros, wird some dort nennen. Aber Eros Leib, das ist eine romantische Leib. Bitte ich dir, das ist eine sexuelle Leib.
Aros liv heeft God in een tuin neergezet. Dat is de einzige liv wat God in tuin omgebouwd heeft. Aros liv, dat is een heilige liv. Aros liv, dat is een liv wat God geplant heeft. En dan maakt hij een man en hij maakt een vrouw. En hij bracht die bij het hoop. En dan zegt hij dat Aros liv zal regeren, zo te zijn, tussen een man en een vrouw in een eigen. En zo God heeft Aros liv hier neergezet. Dat je geen soort liv wat de duivel zo zeer verdraaid heeft als Aros liv. En wanneer je van jou in de wereld neemt, checken, dat we al te Paulus in de tijd zo, dat is van jou zo, dat in de wereld Aros liv, dat is schwinsch gemerkt, dat is onheilig gemerkt. En we brukken die op een ganz rechte stede. En dan komt alle hand aanzien en ons leven aan en onze eigen aan. En dan wonder we wel zo. En weet je, God heeft Aros liv gemerkt. Dan weet je, in ons valt van jou en je ouderen. Je schämen junt, om te june Kenia van Aros liv reden. En dat zal niemals de stad zijn. Maar weet je, de duivel heeft er wat screenshot van gemerkt. En zo nu hebben we alle ween Aros liv, wat niet meer Aros liv is, dat is nu lost liv. We hebben een Engelse zot, wat we verder zijn, wat veel gebruikt wordt. Making love. We merken liv. Making love is bloos dan zo, wanneer we dat doorbrukken, wo God Aros liv hanzat. Tussen een man en een vrouw in een eigen. En weet je, de duivel heeft Aros liv verdraaid. Nu hebben we dat in pornografie. We hebben het in alle handen onderhoererie en stripclubs en wat immer we alle hebben. En de duivel brukt deze veronheiligde Aros liv om je eigen verdorven. En eenmaal zijn we in pornografie, maar eenmaal zijn we bezig de eigen gestaat met een andere persoon. Maar we hebben ons immer in Aros liv geleefd voor de eigen. Paulus zegt, dat de schrift zegt, ik weet niet of Paulus of Jacobus dat zegt, maar de schrift zegt, dat eigen bad zal heilig zijn. Weet je wat dat heilig is? Wanneer Aros liv heilig is, tussen mij en mijn vrouw. En zo wanneer ik al Aros liv onheilig gemerkt heb voor de eigen. En nu kom ik in de eigen aan. En dat eigen bad is van de eerste minuut aan niet heilig. Dat is waar veel eigen trouble komt. Maar weet je wat lied? God vergeeft zin. Maar dat meint dat we dat kan, buße doen door van weg te rennen in God te rennen. En hij kan ons vergeven, hij kan ons reinigen, hij kan ons eigen heilen, hij kan ons eigen bad heilen. Maar er is schrikkelijk veel onheil in deze wereld, waarin Aros liv veronheiligd is. Een kleine jongen die komt naar zijn papa. En vraagt zijn papa, waar waren baby's geboren? Hij die vrouw moet je houden. En de papa zegt, wel, Adam en Eva, ze melken baby's, en dan wassen daar om die melken baby's, en dat is waarom we zoveel mensen hebben hier. En dan raadt de jongen zijn mama en vraagt de mama, waar zijn baby's geboren, waar zijn hier zoveel mensen? En dan zegt ze, wel, we waren mal open, en even miljoenen jaren zijn we ontwikkeld, nu zijn we mensen geworden. En dan raadt de jonge trainer zijn papa en zegt, du lügst mich ver. Nou, zegt de papa, mama redt bloß van Ehreziet van de familie. En zo, Aros liv, dat is een heilige liv. En zo, wanneer we dat beziet, das tun brengen. Nou weet je, eenmaal mensen zeggen, oh, who cares about God? Nee, like God zijn tun van Aros liv. Maar weet je,
Gott plant, dass da wird ein Mann sein, eine Frau, und die würden Aros Leib haben. Die Bibel nennt das ein Fleisch worden. Und von dat ein Fleisch kommt wahre ein Mensch. Und das wollen die Kinder haben. Ein Schreiber sagt, wir sind eingeworden mit fremdem Fleisch und das Baby merkt wir dort. In der Welt von der Millionen Babys worden dort gemerkt vor der Geburt. Because wir wollen Aros Leib. Das ist nicht mehr Leib, das ist lost geworden, aber wir wollen in dort leben, in jeder Form, was es gibt. Und an das Baby, was es davon gibt, aber wir dort merken, weil mir passt das Baby nicht. Und welche Lied, Aros Leib ist heilig. Aros Leib ist von Gott gemerkt. Und das ist ein wundervolles Geschenk. Und dort weiß der Teufel. Und weet je, der Feind wird all das Feine, was Gott merkt, dort versucht der Teufel zu verdrehen, und da wird beiset von mir. Das ist seine Arbeit. Das ist der Erste. In Paulus in der Welt, da wir viel Aufjatterie, und mit der Aufjatterie wir immer ein Teil allerhand Sorten von Hurerie verwickelt. Vielmal hadden ze een Aufgott-Tempel en voetsbezit in Hurenhuis. En zo dat ging taub. Doormaang deed Paulus het evangelium predigen. Doormaang deed Paulus Kirchen aanvangen. Dan zegt hij in 1. Korinther 6, vers 18, met den Hintergrund im Sein, randweg van alle Hurerie, alle Sünden, die ein Mensch deed, ja, ich würde sagen, alle Sünden, die ein Mensch deed, sind buiten zijn Körper. Wer aber Hurerie trifft, sündig und sein einer Körper. Weet je wo wir? Wenn Aros Leib merkt von zwei Menschen ein Fleisch. Und über einmal sehe ich all ein Fleisch geworden mit 4 anderen Menschen. Ich sehe so zu sein, biblisch gedacht, all befreit mit 4 anderen Frühs. Nu will ich eine Ehe anfangen. Ohne Buße, ohne Trachmerken, ohne nur Gott gehen, nur Vergebung, ohne dort fixen so zu sein, mit Gott seine Vergebung. Nu will ich eine heilige Ehe anfangen. Und weet je, Lied, dat het met Leute zijn, aber dat schafft nicht. Meestens hebben Ehebrach. Und wir gehen besieden Ehe. Und wir gehen auf Pornografie. Und allerhand unheilige Dinge. Und wir haben, was Gott gemerkt hat, ein wundervolles, heiliges Geschenk. Dat verdrehen wir und merken, was dabei ist von. Und das ist, was der Feind tut in unserer Welt. Und zu dieser Weihnachten werden wir an Aros Leib denken, und wo das anhört, und für was Gott das gibt. Und das ist ein großer Segen boven, aber in Gott sein Tun. Der zweite Sort Leib, Storche, das ist Leib in der Familie. Das ist Leib zwischen Eltern und Kindern. Nach dieser Weihnachtszeit, wo ihr top kommt mit den Familien, und das ist die Ursache, wo wir hin. Wohin da ihr nicht bloß ein Mensch hat begossen in der Stadt, wo vorhin sein, kommt ans Familie top kommt das. Weißt du, wo wir nicht? Wenn du hast ein Storche Leib zwischen die eine Früh und die nicht Kinder. Das von Gott sei geplant. Das fängt mit Aros Leib an, zwischen Mann und Früh, das gibt ein Baby. Die haben nur Babys für some von Jünd, some von mir oder uns. Aber Familie ist top kommt das. Weißt du, in der Familie habe ich Storche Leib. Ich weiß nicht, als junge Kinder sich nochmal sagen. Sagen junge Kinder sich nochmal? Ich sehe laatst, die junge sollen junge Kinder nicht anbringen. Aber wenn die so eine haben, was nicht sagen, dann kann ich die anbringen. Aber wenn die an sich Kinder sagen sich. Ich und mein Bruder, das auch. Aber weißt du, was das schafft? Ich und mein Bruder können ans Dal sein, tschüss, aber wenn irgendwer den wird angegeben, wem glaube ich, stand ich bei? Mein Bruder. Weet je waar wij? Mijn Storche Leib. Dat is een Familie Leib.
Nou, dat is zo verbreking in onze wereld voor jou. We hebben vrienden, vielleicht heb je vrienden, aber je zijn zo'n mensen, wat niet kan naar huis komen of frisch, wenn je vielleicht noch onze Tag fahren. Aber du hast irgendwas passiert und das ist auch schon. Das ist schrecklich, weil, weißt du, wo wenn du starke Leib, das Gebrechen. Und so will ich voneinander reden, von wann die Top kommt mit deiner Familie. Denkt an starke Leib. Lass die anders denken, lass die noch andere Tag fahren. Aber was wir die leben? In der Familie leben. Und so die Bibel redet einmal von der 3 Matthäus 12 Vers 10. Als Brüder soll je untereinander von Horten gut sein, merkt immer Raum für den Nächsten seine Ehe. Na, das redet beides von einer Kirche, aber auch von einer Familie. Und weet je, wir sind in einer Familie verbunden mit Leib. Starke Leib ist eine Blutleib. Aber wir sind in Jesus in der Familie verbunden mit Jesus in Blut. Und das ist auch eine Blutleib sozusagen. Und so werden wir uns untereinander verstehen, untereinander leben mit starken Leib. Das ist nicht Aros Leib, das ist eine ganz andere Leib, aber in unserer Sprache braucht wir selbst das Wort. Aber das sind zwei sehr verschiedene Dinge. Und so jeweils haben zwischen jene Kinder, du sollst Frieden sein, das wäre ein starker Leib. Der dritte Leib ist Phileo, wird verschieden gesagt. Aber das ist das griechische Wort für Freund. Heißt mein bester Freund, oder heißt mein bester Freund. Weil ein bester Freund ist jemand, wem du kannst dein Hort aufdagen, und der wird das ehren. Der wird nicht mit deinen Geschichten rumrennen. Und weil die haben so eine Menschen in ihrem Leben. Gleich eins. Die meisten von ihnen, die würden sagen, ich habe einen bester Freund. Like, das ist mein bester Freund. Oder wir haben einen besten Freund in der Schule, oder was immer das ist. Aber wir haben einen besten Freund. Wir haben Phileo-Freund. 1. Samuel 18,3. Und Jonathan macht einen Bund mit David, dass sie sich immer untereinander bestehen würden. Weil Jonathan hält so viel von David als von sich selbst. Dann weet je, hier sind 2 junge Männer. Jonathan wird den Chinese sehen. Je hier dat Chinese recht, hij soll dat oven naar zijn Vater, aber hij leeft David. Und weet je, Gott hat sich David gewählt. Und Jonathan und David, leeft als Freund. Wir so groß, dass Jonathan zu sich stoppt. Und geeft David das Chinese recht. Und so das wird diese Phileo leeft. Wir haben in der Stadt eine Stadt, die heißt Philadelphia. Brotherly love, wordt einmal gesagt. Brüderliche Liebe. Und so, das ist ein Freund, wo ich live von mein Hort. Ich kann in meine tiefsten Gedanken mitteilen. Das Ferken, wo ein jungen Mial anfangen. Ein Phileo Liebe. Bloß dann go wie Eva nur Aros Liebe. Vertiet einmal. Aber wenn ein jungen Mial, die waren Freund. Die fangen an zu daten an, aber das bleibt nach einem Phileo Leib. Aber dann hat er einen Chastag und dann befrieden sie sich. Und dann gibt Gott ein heiliges Geschenk von Aros. Und das ist eine andere Sorte Leib. Und das ist ein wundervolles Ding, wo Gott das gemerkt hat. Johannes 15,13 sagt, keiner gibt mehr Raum an den Nächsten noch steht, dass er sein Leben für seinen Freund gibt. Und weil je Phileo Leib, die lässt sich was kosten für einen Freund. Die wird einen Freund halten. Diese Leib wird auch einmal gebraucht auf so einer Stelle als eine Nurse, wie wir mal sagen. Wenn jemand sind im Hospital gewesen, und du wie eine Nurse, und die besorgt die sehr fan, die vertrauen um die. Du wie keine sexuelle Leib, du wie eine Phileo Leib, eine Freund-Leib sozusagen, aber das wie eine Leib, die was drum gibt um den nächsten Mensch. Und er helpt die. Du wird diese Leib auch einmal gebraucht. Der 4. Leib, das ist Agape. Das ist die höchste Form von Leib. Das ist eine Leib, was du nicht
fähig bist zu geben. Das ist Gott seine Liebe. Das ist eine Liebe, wo du sagst, dass Gott liebt die Welt, so sei er. Dass er sein einziges Sehen gab, dass all die, was verloren gehen, nicht, all die, was an Glauben nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Weet je, dit is God zijn life. Dit is een volkomen life. Dit is een bedingungsloze life. Dit is een life wat rein is. Jezus wijst deze life. De 24e wil ik een klein beetje reden van dit. Maar Jezus kwam, verleiht zijn herrlijkheid. Hij leidt zich tot zijn Himmel kosten, zijn herrlijkheid als God, zijn leven, schrakel je dood. Dat is agape life. Jezus zegt, je zal je onion onder zo leven, als ik je geleefd heb. Aber het is niet mogelijk. En in dit, dat het niet mogelijk is dat Geheimnis van de Erlösung. Die Erlösung ist ein Geschenk von Gott. Aber die Bibel lehrt so klar, dass wenn ich an Jesus glaube, dann gibt er mir den Heiligen Geist. Das ist die wahre Geburt. Der Heilige Geist tauft mich in Jesus sein Körper an. Nu gehe ich zu Jesus. Und weißt du, was noch passiert? Paulus sagt zu der Römer, dass Gott hat durch den Heiligen Geist seine Liebe, agape Liebe in unsere Horten uitgegoten. Als ein Kind Gottes hast du agape Liebe in dir. Die Frucht von Geist ist Liebe, agape Liebe. Wir haben nicht an uns selbst. Wir können uns den nicht verdienen. Wir können nicht mit seiner anstrengen und der Boot seiner anholen. Und das will ich sagen, dass Jesus sein Befehl, dass wir uns leben sollen, so als er uns gelebt hat, ist nicht möglich in die Salz. Korrekt, so sei es, dass nicht möglich ist, dass du die Salz raten kannst, ist es doch nicht möglich, dass du so Leben in die hast. Aber wenn Gott sein Geist in uns kommt, dann kommt diese Leben in uns näher. Wir wissen die Geschichte von Petrus. Petrus hat Jesus in Gängen, er verliebt Jesus, kurz vor dem Kreuz, und dann starb Jesus, und dann stand Jesus ab, und dann haben wir die Geschichte, wo die Jünger die dann fasten. Und Jesus geht, also haben danach fasten, nur die Tränen, und Jesus geht und kommt wieder, als wir in Israel wären, dann stand ich da, wo das Leben, wo das passiert ist, das war eine interessante Erfahrung. Du hast ein galiläischer Leck, oder mehr abchecken, das ist ein kleiner Leck. Aber du hast Wut abchecken und so denken, okay, da ist eigentlich oft wären die Lamm, da wären die Jünger, hatten danach fast nicht ein Fast gekriegt. Und dann sagt Jesus, die haben mal eine andere Seite, und man reichte sie drin schmieden. Und dann weht wir die Geschichte, danach hat wir voll fast. Aber dann eten sie das Frühstück, fast Frühstück, einmal fast Frühstück. Und so, sie hatten fast Frühstück. Und dann, nur Frühstück, haben wir die interessante Geschichte, wo Jesus Petrus fragt, Petrus, agape du mich? Das ist ein Wort, was Jesus braucht, agape live. Liebst du mich, Petrus? Weißt du, was Petrus sagt? Petrus sagt, ja, ich liebe dich. Aber weißt du, was ein Wort er braucht? Phileo. Das ist sehr interessant. Aber Jesus fragt, agape liebst du mich? Petrus sagt, ja, Herr, du weißt, ich phileo dich. Ich sehe dein Freund. Weißt du, wo wir sind? Für der Heilige Geist wird uitgegoten, hat Petrus keine andere Fähigkeit als Phileo Liebe. Ich wünsche, Sie würden das verstehen, wenn das ist der Grund für deine Erlösung. Aber als der Heilige Geist gekommen wäre, dann wäre Petrus voll von Agape Liebe. Und weißt du, die Jünger leiten sich alle doodmerken für ihr Glauben. Weißt du, wo wir sind? Wenn sie werden gefällt mit Agape Liebe.
Römer 4, Vers 5 sagt, Hoffnung, lass uns nicht zu schon worden, wie uns durch den Heiligen Geist, der uns geeft ist, nur ich würde sagt, Gott seine Leib in unsere Horten geguten ist. Gott seine Leib. Das ist nicht deine, das ist Gott seine. Die Frucht von Heiligen Geist ist nicht deine Frucht, das ist ein Heiliger Geist seine Frucht. Dahin sage ich, Agape Leib, Mord von Gott kommen, was anderes hast du denn nicht. Aber wenn wir die haben, aus Kinder Gottes, dann lud er durch die Wassen. Lud er durch die ran. Und da wird Gott sein Sehen sein. Ich will Ihnen ein paar Verse lesen, und wo wir dann noch ein Slide noch dachten, aber diese Verse ist, das ist Agape Leib. Leib ist geduldig. Leib ist freundlich. Leib wird nicht ivrig. Leib ist nicht eigenkoppig und pucht sich nicht. Leib ist nicht eingeschickt. Ist nicht nusig. Sie lässt sich nicht verbessern. Und ist nicht nudreuend. Leib freut sich nicht zu dort, was arg ist. Sie freut sich aber zu dort, was wahr ist. Leib verdreicht alles. Sie gleift alles. Sie hofft alles. Geduldig dreigt sie alles. Und so, ich will Ihnen einen Slide weisen. Da sind die wieder. Leib ist. Und dann checkt nur die, sieht, was Leib ist. Das ist, was Agape Leib ist. Und dann eine andere sieht, das, was Leib nicht ist. Und so Leib ist nicht Aufgans und Pochen und Stolzheit und Unhelligkeit, Selbstsucht, Oje, Graal, Arg, Schlag, Verhauen. Das ist nicht Agape Leib. Aber Agape Leib ist geduldig und leiftulich und Wahrheit, Verdrehung, Glauben, Hoffnung, Durchhalten, Überwindung. Und so wenn wir reden von Leib in dieser Weihnachtszeit, dann werden wir denken an die Feier wieder. Aros Leib. Dort gehört in deine Augen an. Und du hast Gott das gesehen. Er hat es gemerkt für dort. Das ist nicht, was schwingt und anrennt. Das ist, was heiligt und was sehr wundervoll in Gott sein tun. Aber was sehr unheiligt und verdorbendet, wenn wir dort zurücknehmen. Und dann haben wir starke Leib. Das ist eine Familienleib. Kommt taub in dieser Leib und sieht ihn einig als Familie. Und dann haben wir Phileo-Leib. Das ist der Leib, was wir hier sozusagen in der Kirche haben. Und dass wir in Einigkeit taub schaffen und dass wir das Evangelium rütteln in Einigkeit, das hat dann immer ein Phileo-Leib. Und wir verdrehen uns Amtszeichen. Wir können noch mit verschiedenen Denken und Leben. Du uns einfach noch fremd. Aber dann haben wir Agape-Leib. Und dort bringt das ganze Ding taub. Agape-Leib. Das ist Gott seine Leib. Das ist der Heilige Geist seine Leib. Aber der wohnt in die, wenn der Heilige Geist in die wohnt. Wenn er nicht das, bist nicht Gott sein Kind. Das ist bloß so simpel, als das ist. Aber Gott hat gesagt, durch den Glauben an Jesus Christus kommt der Heilige Geist in uns nehmen und merkt ein neuer Mensch von uns. Dat alles vergund ist, alle nie geworden. Und das ist, was passiert, wenn der Heilige Geist in uns trägt. Aber weißt du, da müssen wir lernen über ein Leben. Und manchmal haben wir so ein Mensch als mir, was das all wird, ungeduldig. Und wir kämpfen noch mit diesen Dingen. Aber wir weiten in uns, wann wir dort übertreten. Jeder einer von uns weiß das. Wenn der Heilige Geist wohnt in uns, der redet uns, der vermont uns und der sagt, das wird nicht meine Leib. Und so werden wir uns lernen über ein Leben. Amen. Ziemlich Schafura, Dankeschön für dein Wort. Dankeschön für Leib. Dankeschön für deine Leib. Und Herr, help uns, Aros Leib reichbringen. Und wenn wir das gemessbrückt haben, dann help uns, die Buße tun, deine Vergebung annehmen, und an eine Heiligkeit wiedergehen. Help uns starke Leib in unsere Familie zu leben. Help uns Phileo Leib, manch die Schwester in der Kirche und manch andere Menschen in der Gesellschaft. Aber dann fällt uns an mit Agape Leib. Agape Leib wird das alle was taub bringen. Und das ist deine Leib. Und das deine Leib wird von uns herütern und Menschen sehen. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen.